Doch die Demokratische Armee Griechenlands konnte nur vereinzelte Gebiete kurzfristig kontrollieren. Sie wurde nie die reguläre Volksbefreiungsarmee, die sich KP-Chef Zachariadis vorgestellt hatte. Die Demokratische Armee verfügte nicht über genügend Reservisten, die sie in die Lage versetzt hätten, es mit der Nationalarmee aufzunehmen. Ein konventioneller Frontkrieg war also gar nicht möglich. Die Demokratische Armee musste sich wieder auf einen Partisanenkrieg beschränken, weil sie in keiner Weise Nachschub sicherstellen konnte. Und sie musste zwangsläufig jeden rekrutieren, der ihr über den Weg lief. Ihre Führer schöpften alle Möglichkeiten aus, holten die Leute aus den Dörfern und Kleinstädten, von überall her. Aber viele der Zwangsrekrutierten konnten nicht gehalten werden und desertierten. Sie wollten einfach nicht mitmachen und kehrten in ihre Dörfer zurück. Denn zu dem Zeitpunkt war den meisten offenbar klar, dass die Demokratische Armee diesen Kampf bereits verloren hatte. Erst Jahrzehnte nach dem Ende des Bürgerkrieges erfuhren die Griechen, weshalb die Briten so kompromisslos Erm und Elas entmachten konnten. Und weshalb die griechischen Kommunisten bis zum bitteren Ende so unentschlossen widersprüchlich reagiert hatten. Bereits im Oktober 1944 hatte Churchill in Moskau mit Stalin die Aufteilung des Balkans ausgehandelt. Churchill wollte vor allem, dass Griechenland in der westlichen Einflusszone blieb. Dafür sollte Stalin unter anderem die unbestrittene Vorherrschaft in Bulgarien und Rumänien erhalten, in Ungarn zu 50%. Als Churchill auf seinem Notizzettel den westlichen Einfluss auf Griechenland mit 90%, den sowjetischen mit 10% festhielt, nickte Stalin nur kurz. Seine 10% nutzte er dann, indem er den griechischen Bürgerkrieg nicht direkt förderte, aber auch nicht stoppte. Er war für ihn ein nützlicher Krisenherd im Kalten Krieg bis 1949. Im Frühjahr 1947 übergaben die vom Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen erschöpften Briten die Einflusssphäre Griechenland an die USA. Amerikanische Militärs übernahmen das Kommando. Deren neuer Präsident Truman hatte kurz zuvor die Doktrin verkündet, dass die USA jedem Land auf der Erde uneingeschränkt zur Hilfe eilen würden, das vom Kommunismus bzw. der UdSSR bedroht wird. Griechenland wurde zum Paradebeispiel der Truman-Doktrin. 300 Millionen Dollar Soforthilfe wurden bereitgestellt und gigantische Mengen an militärischer Ausrüstung nach Griechenland verschifft. Stalin hielt sich weiterhin zurück, aber Tito und Dimitrov, die Staatschefs von Jugoslawien und Bulgarien, unterstützten massiv die griechische KP und ihre Bürgerkriegsarmee. Erst als Tito mit Stalin brach und die Unterstützung der Demokratischen Armee Griechenlands einstellte, war auch für Moskau dieser Bürgerkrieg nicht mehr von Interesse. Inzwischen hatte es seinen Machtbereich fest etablieren können. Dimitrov stoppte daraufhin ebenfalls alle Hilfeleistungen. Aber dass die Demokratische Armee Griechenlands zwischen 1946 und 1949 in den kommunistisch regierten Nachbarstaaten Griechenlands ihre Stützpunkte, Ausbildungslager und Nachschubwege unterhielt, disqualifizierte sie endgültig bei vielen Griechen. Ja zum König, Nein zu den Bulgarenknechten. Dieser Slogan der griechischen Royalisten setzte sich weitgehend durch. Die griechische Regierungspropaganda konnte nun die Leiden der Zivilbevölkerung in den umkämpften Gebieten uneingeschränkt den sogenannten kommunistischen Banditen anlasten. Die brutale Kriegsführung der Nationalarmee, von amerikanischen Militärs beraten und ausgerüstet, blieb der Weltöffentlichkeit weitgehend unbekannt. Toil up the steep mountain routes towards Konitsa, the border cities are long besieged by strong rebel forces. This was part of the all-out advance which eventually drove the rebels back over the northern frontier. In Konitsa treffen wir Christos, der als 14-Jähriger in den Bürgerkrieg hineingezogen wurde. Er erzählt uns, wie die jungen Leute der Demokratischen Armee in mörderische Schlachten gegen die hochgerüstete griechische Nationalarmee gehetzt wurden. Nur um endlich eine größere Stadt zu erobern, in der die Kommunisten ihre provisorische Gegenregierung etablieren konnten, die kein Staat, nicht einmal ein kommunistischer, anerkannt hatte. In dieser Phase wurde das Bergstädtchen Konitsa Schauplatz einer jener schrecklichen Schlachten, denen bis August 1949 Tausende junger Griechen zum Opfer fielen. In einem Konflikt, der längst entschieden war.
Konitsa wurde zuerst von der Nationalarmee kontrolliert. Die Partisanen von der Demokratischen Armee drangen von unten über das Flusstal nach Konitsa ein und lieferten sich sehr harte Kämpfe mit den Nationalarmisten. Auf beiden Seiten sind viele junge Männer in dieser Schlacht gefallen. Die Nationalarmee musste sich dann auf den Berg dort oben zurückziehen, wo man heute noch Schießstände finden kann. Die Kämpfer der Demokratischen Armee konnten aber nicht bis auf die Spitze des Berges vordringen, denn die Nationalarmee feuerte ununterbrochen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange sich die Nationalarmee dort oben verschanzte. Auf jeden Fall gingen ihnen irgendwann Proviant und Munition aus. Dann kamen aber Flugzeuge, die sie aus der Luft versorgten. Unsere Leute konnten da nicht mehr mithalten und mussten den Ort schließlich aufgeben. So endete die Schlacht um Konitsa. Nach jüngsten Forschungen bezahlten schätzungsweise 55.000 Menschen diesen Bürgerkrieg in Griechenland mit ihrem Leben. Etwa 70.000 mussten fliehen. Wer in der Demokratischen Armee kämpfte, wusste, dass ihm Internierungslager, Verbannungsinseln, Hinrichtungsstätten und Kerker der griechischen Militärjustiz drohten. Die Soldaten der Demokratischen Armee kämpften mit wilder Entschlossenheit und in der felsenfesten Gewissheit, dass Stalin sie letztlich nicht im Stich lassen würde. Das redeten ihnen ihre kommunistischen Kommandeure auch tagtäglich ein. Im August 1949, nach der letzten verlorenen Schlacht im Grammos-Gebirge, war alles vorbei. Tito hatte schon seit Juli nach und nach die Grenze zu Griechenland abgeriegelt. Er stellte nun endgültig die Unterstützung für die griechischen Rebellen ein. Wer bis dahin nicht umgekommen oder gefangen genommen worden war, floh über die Grenze ins Exil. Λέει, καταστρέψαν την οικογένεια. Εγώ νόμιζα έτσι ότι αφού είμαστε τρεις... Mein Bruder sagte, dass wir die Familie ruinieren würden. Wir waren zu dritt bei der Demokratischen Armee. Was er sagen wollte, habe ich erst später begriffen, dass wir nämlich alle drei sterben könnten. 2 von uns sind gefallen. Ich wurde 3-mal verwundet, zuletzt sehr schwer. Mein großer Bruder starb eine Woche danach und 3 Tage später mein anderer Bruder. Vom Tod meines Bruders Alexandros erfuhr ich im Krankenhaus. Nachdem meine beiden Brüder gefallen waren, kämpfte ich noch fast ein ganzes Jahr lang. In der Schlacht von Grammos wurde ich zum letzten Mal sehr schwer verwundet.